So, herzlich willkommen bei Kultur. Heute im Kulturtalk haben wir jemanden, der von ein bisschen weiter herkommt. Er heisst Michael, seine Band heisst Monomode und die haben eine CD gemacht, die «Gut so» heisst. Herzlich willkommen, schön bist du da. Ist gut so, oder? Danke schön, ist super, Ja. bin ich da. Gut so, kann man sagen. Du bist ja eigentlich eher zufällig jetzt gerade in der Region gewesen. Also ich habe vor kurzem beim Johnny gespielt und dann habe ich so eine Mail von deiner Kollegin gekriegt, dass du eventuell auch mal so in einen Kulturtalk vorbeikommen willst. Was schaffst du, dass es dich so an den anderen Ecken der Schweiz getrieben hat? Heute? Ja, ich arbeite im Aussendienst in der Medizintechnik und ich hatte hier im Kantonsspital einen Termin gehabt und anschliessend hierher gekommen. Das hat alles so gepasst. Ich meine, ich bin tatsächlich nicht alltag in Chur, aber das hat wirklich gepasst. Und jetzt bin ich am Vormittag da gewesen, und jetzt komme ich hierher und gehe dann wieder arbeiten am Laptop im Zug während der Heimfahrt. Ah, cool. Und noch leider gewechselt, bin nicht in diesem Tenue unterwegs. Aber das ist es so ein Arztgewändchen, wo du rumlaufst? Nein, oder wie? nicht. Ich bin nicht Kann auf man der sich das medizinischen vorstellen? Seite, weil ich in der Industrie arbeite, halt eher Hemdli, Schalen, so, weil, ja, aber ich bin nicht medizinisch, ich arbeite ja nicht am Patienten, ich arbeite ja in der Industrie. Ja. Und wir verkaufen Ultraschallgeräte, für die Bauch hineinzuschauen oder Herz oder was auch immer. Und darum, ja, sind Ist das so das Hauptbusiness? Wenn jetzt so von medizinischem Zubehör redest, ist das bei deiner Firma ist das Haupt? das ist sicher eines der grossen Standbeine, die wir haben, die Ultraschallgeräte, aber wir machen auch noch ganz viele andere Sachen, digitale Tools oder MRCT, Röntgen, alles. Aber bei mir, in dem Bereich, wo ich arbeite, sind wir wirklich für Ultraschallgeräte zuständig. Also auch dort Schallwellen. Schallwelle, ja, genau. Eben, du hast erzählt, euch gibt es jetzt noch nicht so lange. Also ihr spielt schon Ewigkeiten zusammen, aber so jetzt Monomode gibt es seit 3 Jahren und das ist eures Debüt. Das ist es, richtig. Ja. Wir machen klar in unserem Alter schon ein bisschen länger Musik, haben auch vorher eine Band gehabt und dann vor 3 Jahren haben wir irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt wollen wir einen Neustart machen. Wir sind poppiger geworden, wir haben den elektronischen Sachen auch noch ein bisschen mehr Gewicht gegeben als früher. Und das hat dann das eine das andere ergeben. Plötzlich haben wir gesagt, ja gut, jetzt wollen wir anders tönen oder anders dastehen, müssen wir noch Altlasten abwerfen. Irgendein YouTube-Video, das wir irgendwo spielen mit Fehlern und kennen Leute und so, das sollte man gar nicht finden. Und die ganze Welt haben wir davon kreieren und das ist eben die Monomode-Welt, wo dann das eine nach sich zog. Also die Songs neu schreiben, also neue Songs schreiben, die auch feedbacken, sprich professionell, wir wollen ernster genommen werden. Und das ist dann eins nach dem anderen gekommen und Produzenten suchen und einen coolen Finger haben wir gefunden. Und ja. Ja, du hast das erzählt, gell? Der mal zuständig war für Lunik, ja, es ist jetzt doch auch schon ein Zeitchen her, als er noch mitgespielt hat, der Luke. Ja, wie war das mit ihm zusammen zu arbeiten? Also ist da nicht irgendwie bei euch eine riesige Ehrfurcht, weil er hat doch ein bisschen eine Karriere schon hergelegt. Er hat sich mehr als nur bewiesen, x-fach, das ist so. Wir haben sehr Freude gehabt, hat er uns angenommen, sage ich mal. Er kann auswählen, das ist tatsächlich so ein Produzent, der kann auswählen. Er hat uns aber genommen, er hat unsere Demo-Songs angehört und gesagt, komm, das machen wir, ich helfe. Und wir sind dann vorgängig telefoniert und gemeldet und noch ein paar Sachen. Ich weiss, ich kann mich erinnern, bin ich einmal am Sonntagmorgen auf dem Sofa gehockt mit einem Refrain auf der akustischen, einfach nur auf dem Handy aufgenommen, oder? Und ihm geschickt und gesagt, hey, Luke, was meinst du, welcher ist besser, oder? Weil er hat dann noch die Melodie noch ein bisschen in Frage gestellt. Und dann ist das Feedback, also so haben wir uns hierher geschafft und dann im Studio, klar, das ist ein Profi, Ehrfurcht haben wir so nicht gehabt. Wir haben gewusst, dass er gut ist und wir haben so gemerkt, dass er gut ist. Ihr habt euch einfach einmal zusammengenommen, oder? So ein bisschen mehr geübt als sonst. Wir haben uns top vorbereitet, das ist ja so. Und wir haben genau gewusst, nein, also jetzt ist es nicht ein bisschen Spass, so ein bisschen Musik und ein bisschen Bierchen trinken. Das ist jetzt nehmen wir es ernst.
Und das hat super geklappt. Und er hat wunderbar seinen Fingerabdruck auf alles aufgegeben. Und also absoluter Hammer, wie er das gemacht hat und was wir da für ein Resultat in den Fingern haben, wo wir selber gut hören können und uns nicht irgendwelche Sachen im Nachhinein nerven, sondern es ist wirklich einfach gut, wie er das gemacht hat, ja. Oder wir zusammen das gemacht haben. Und merkst du jetzt, eben dadurch, dass wir jetzt auf der professionelleren Schiene unterwegs sind, spürst du es auch von den Radios her? Kommt da etwas zurück? Werden gewisse Songs gespielt? Haben wir einen Haufen Konzerte mehr jetzt im Vergleich zu vorher, wo wir noch unter anderem Namen unterwegs waren? Das sind jetzt mehrere Fragen. Ja, wir merken es deutlich. Und sonst, wie jetzt sind die Lottozahlen morgen? Genau. Nein, aber eben, Ja. ist der Einfluss gross? Also hat sich das gelohnt, da umzustellen und wirklich Vollgas zu geben? Mehr als nur. Also bei den Radios werden wir gespielt. Immer mehr. Es hat Zeitungen, also BZ zum Beispiel, hat wirklich einen grossen Bericht gemacht. Wir können ja auch hier sein, das hätten wir vielleicht mit der vorderen Band auch nicht geschafft. Und was sehr schön ist, wie auch die Kollegin, die uns hierher hat vermittelt, oder? Es gibt zum Teil fremde Leute, oder denen fremd waren, die jetzt uns irgendwie haben kennengelernt, die uns cool finden. Und nicht nur die Cousine und der Cousin und der Arbeitskollege, oder? Sondern ja, wirklich die, Leute, wo man überschwätzen muss, Genau. quasi. Oder es ist und das so. ist schön, weil da gibt es mehrere Beispiele, jetzt, wo man wirklich sehen, hey, cool, oder? Oder eben Konzerte, wo wir sonst wahrscheinlich nicht wären hergekommen, wo wir jetzt plötzlich einen Platz haben bekommen. Aber das ist tatsächlich der Punkt. Also live ist schwierig, es gibt so viele Bands, es gibt so viele gute Bands und klar, also Monomode kennt man so nicht. Und wenn wir irgendwo spielen, gerade in Chur, haben wir hier auch nicht ein riesiges Publikum, das uns nachläuft, wo wir dann hier 50 oder 100 Leute irgendwo mitbringen, oder? Und das ist natürlich, da musst du wirklich dranbleiben, dass du da zu Konzert kommst. Und natürlich dann auch die Werbetrommel anlassen, so richtig, wenn es dir als Konzert hergeht. Das machen wir auch. Dass wir wirklich versuchen, auch den Club mit Leuten zu befüllen, wenn es so gut geht. Ja. Und Social Media, wo wir zunehmend Publikum haben. Steht der Tropfen höhlt den Stein, oder? Ja. Das ist so ein bisschen das, oder? Genau. Dass man muss halt auch an gewisse Orte gehen und jetzt für 1-2 Jahre vor 15 Leuten spielen und dann mit der Zeit werden es mehr, oder? Ja, es Sind ihr so eine Band, die bereit ist, um das über mehrere Jahre hinweg sicher spielen auch, ein bisschen mit diesen Tourneen? Also, bis jetzt, also ich sage ja ist die Antwort. Ja. Und wir haben es aber auch schon bewiesen. Also mit dem Schlagzeuger mache ich seit 1998 Musik zusammen. Und wir haben auch, als ich noch 20 war, 20 Konzerte pro Jahr gehabt, in jedem Loch gespielt, überall. Und wir sind irgendwie immer noch unterwegs. Also irgendwie wird der Hunger nicht gestillt, oder? Im Gegenteil, wir haben noch einen zugelegt, oder? Und so erwarte ich auch, dass das weitergeht. Wir nehmen uns zwar die Zeit, die wir brauchen, um kreativ zu sein. Wir haben nicht ein riesiges Label, das uns jetzt unter Druck setzt. Das ist aber ein Vorteil für Kreativität, habe ich das Gefühl. Und jetzt sind wir dran. Jetzt wollen wir raus, jetzt wollen wir uns den Leuten die Message, die wir zu verbreiten haben, mit unseren Songs auch rausbringen. Und dann ist eigentlich egal, ob 10 Leute zuhören oder 100. Wir können das platzieren und da sein. Und Zeit hat, oder? Genau, genau, richtig, unsere Message überbringen. Eben, ihr seid alle schon ein bisschen älter. Hat es da keinen dabei, der schon Familie hat oder irgendwie so ein bisschen andere Prioritäten? Weil bei mir, ich denke immer so ein bisschen, du machst Musik und dann irgendwann wirst du 30 und dann gründest du eine Familie und ja, ich sehe es jetzt gerade bei mir, oder? Ein Bub daheim. Die Musik hat jetzt nicht mehr so einen wahnsinnigen Stellenwert und ich überlege es mir 5-mal, wenn ich ein Konzert anfrage, kriege, ob ich überhaupt gehe. Ja. Also, weil dann halt das Wochenende immer ist, oder? Also, haben ihr einfach sehr liebe Partnerinnen? oder Ja, was wollte ich jetzt anders sagen in der Öffentlichkeit? Ja, so ist das. Wir haben tatsächlich Familie. Ich habe einen 6-jährigen Sohn und natürlich eine Partnerin. Das ist auch die Mutter von diesem Sohn, abgesehen davon. Also, das ist ein Familienleben und auch die Kollegen haben Familienleben und bei den Jobs auch eben Verantwortungen zum Teil, die man macht.
irgendwelche Management-Jobs unter Umständen, je nachdem, wer es wie wo. Wir brauchen Musik auch zum Ausgleich, oder? Aber es ist so, die Familie muss das natürlich mitmachen. Sonst wird es irgendwie schwierig, wenn wir zum Johnny auf Trübach spielen und ein Wochenende weg sind, oder? Ja, das ist so. Zum Glück klappt das so. Ich glaube, also auch jetzt gerade meine Partnerin, aber es ist wahrscheinlich durchs Band so, sie verstehen schon auch, was das uns gibt, die Musik. Und dann ist das vielleicht doch das Gesamtergebnis näher. Wenn wir dort hier können, ein bisschen abschalten und mit unserer Musik machen, dann können wir dann auch eine Art resettet wieder heim, oder? Also, so einen kleinen Männerurlaub machen. So quasi. Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist schon das Abschalten und das Akkuladen mit dieser Musik. Aber hat es das bei euch nie dazwischen gegeben? Also, wo jetzt du Vater geworden bist zum Beispiel, hast du nicht irgendwie so einen kleinen Break gebraucht von der Musik oder Nein. wo du klein war? No. Nein, im Gegenteil. Eben gerade wenn irgendwie ein Umfeld gewechselt hat oder es gerade eine schwierige Phase ist, weil irgendeiner hat sich von Frau oder Freundin getrennt oder etwas Positives ist eingetreten, das Kind, das ist auf die Welt gekommen oder irgendjemand gestorben im Umfeld und so weiter, ist Musik eher noch fast ein bisschen tragender gewesen als Stütze, oder? Als zum Hurti aus dieser Welt raus, die ihm vielleicht im Moment nicht gefällt. Oder wenn ein Kind auf die Welt kommt, das ihm gefällt, aber was sonst alles einnimmt. Kurz abschalten, das geht ja 2 Stunden am Abend, oder? Und dann ist wieder gut. Und dann kommst du wieder zurück in dein Privatleben oder ins Geschäftsleben und dann kannst du wieder weitermachen. Hast du so ein bisschen der Kit zwischen euch? Oder so, dass man nicht ganz durchdreht? So ab und zu. Im positiven und negativen Sinn ist also, aber wenn die immer noch Musik da. würde fehlen, dann ich glaube, das wäre das grössere Problem, als wenn sie da ist. Jetzt habe ich gesehen, es sind 5 Songs haben ihr da drauf, was ja eher EP ist. Ist schon ein Album in Planung? Sind ihr da schon dran? Nein, sind wir nicht. Wir haben wirklich Songs geschrieben, ganzen Haufen. Auch, dass wir genug haben für ein Live-Set, da sind wir ja jetzt unterwegs. Und wir haben wirklich einfach gefiltert, sehr streng gefiltert und einfach wirklich nur die ganz Besten, die für ein Album oder auf eine EP können passen, rausgenommen. Darum sind es 5. Das ist es im Moment. Natürlich geht es dann weiter. Irgendwann, wir werden Songs schreiben, neue, wir werden irgendwann auch wieder etwas aufnehmen, aber dort lassen wir uns wirklich Zeit. Das ist jetzt das. Und was morgen ist, schauen wir. Jetzt wollen wir mal live raus mit diesen Songs. Das ist doch super, ja. Monomode.ch ich wünsche ganz viel Erfolg mit dem guten Produkt. Schauen wir mal rein, man kann es sicher überall streamen oder auch eben monomode.ch buchen. Schauen dort, wenn sie bei euch in der Gegend sind, weil die tun, glaube ich, was ich so gehört habe, aus Trübach, da tun die noch recht gut live so. Danke, dass du da bist und euch danke, dass ihr zugeschaut habt. Das wäre es schon gewesen im Kulturtalk. Danke vielmals. Merci.